wir probieren durch die Papaya zu gehen, die Herr Jorlo schon verdeelt haben. Ich werde dann die erste Partie machen und den Roman wird die zweite Partie präsentieren. Ich will von meiner Seite eine allgemeine Appreciation machen von der Proposition, die die Regierung als den 21. Februar zu Sendungen gemacht hat. Die Proposition als eine Proposition, die wir positiv beurteilen. Es geht an die richtige Richtung, Stoßrichtung, als die dem entspricht, was wir fordern an dieser Steuerreform, nämlich eine Entlastung von den innersten an den mittleren Einkommensschichten zu Lützeburg. Wenn es so eine Stoßrichtung, dann ist das eine Richtung. Das ist so, dass man natürlich par rapport zu dem Propositionen zu machen haben. Ich will die lo, weil wir die vom Fonds hier positiv bewerten, nicht als Gegenpropositionen nennen wir als Propositionen, die komplementär sind und die das Ganze auch weiter verstärken, wie auch aus den weiteren Ausführungen wird rauskommen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine Analyse machen von der Proposition von der Regierung par rapport zu dem, was an all den letzten Jahren und Krisen, Belastungen, ob die Haushalte, ob das, wenn den steuerlichen Austritt Personen, Physiken durchkommen ist. Und wir haben auch dann die Proposition par rapport zu dem Vergleich. Und wenn ihr in Jahr 2016 guckt, an die Belastungen, wie beispielsweise die Nettopassung von der Steuertabelle und Inflationscenter 2009, den Dropsätze von der TVA, den Abfährung von dem sogenannten Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire, den steuerliche Belastungen, an dem zum Beispiel der Forfait von bei der Friede Deplacements aufgeschärft ginas oder par rapport zu den Zinsen der Plafond aufgesagt ginas. Wir holen beispielsweise dann natürlich auch die ganzen Maßnahmen von dem Zukunftspark. Wenn das alles zusammenhält, dann haben wir für das Jahr 2016 allein eine zusätzliche Krisenbelastung von 600 Millionen Euro. Und das par rapport zu den 600 Millionen Euro, wo wir als einen Vergleich machen. Der Regierung hat gesagt, dass ganz zoll zwischen 400 und 500 Millionen kosten die Proposition von der Steuerreform. Und wir machen also den Vergleich par rapport zu dem. Und da will ich dann direkt sagen, dass wir mehr von Steuergerechtigkeit schwätzen, dann schwätzen wir von Steuergerechtigkeit zwischen Arbeit an den Betrieben, wir schwätzen auch von der Steuergerechtigkeit zwischen Arbeit an den sogenannten Erträge Niveau vom Kapital. Wir werden nach darauf zurückkommen. Und wenn ich so in die Stoßrichtung als positiv, dann ist auf einem anderen Punkt nicht positiv. Und das ist der Punkt von der Betriebsbesteuerung. Ich will nur daran erinnern, dass der Gruppe Salarial an der Analyse und Wirtschaft- und Sozialrat klar gesagt wird, dass man nicht einverstanden sind mit einem Déchet fiskal bei den Betrieben. Betriebsbesteuerung darf nicht raufgehen. Und lo haben wir aber eine Proposition von der Regierung, den Taux d'affichage raufzusetzen. Wir estimieren den Déchet fiskal bei rund 200 Millionen an der Wesen, wo die Furcht leid, die mehr lo an diese Proposition werden revendikieren. Was Betriebsbesteuerung anbelangt, was haben wir gesagt? Wir haben auch gesagt, dass es nicht durchgeht, einfach zu sagen, du könnt irgendwann eine Ausweitung von der steuerlichen Grundlage, von der sogenannten Assiette bei der Betriebsbesteuerung, etwas, was wir heute nicht wissen, das eigentlich was den realen Taux von der Besteuerung von den Betrieben hier am Land, das ist auch an der Analyse im Wirtschaft- und Sozialrat eine Blackbox blieben. Wir wissen nicht, was auch soll da kommen im Niveau von einer Ausweitung von der steuerlichen Grundlage. Ich wiederhole dann noch einmal als Position, für die muss ich wissen,
was das als verdächt, muss in den Punkt aufwerten, ihren überhaupt kann und ein einer Stellschrauf an der betrieblicher Besteuerung gehen. Das gesagt gehen, Lützeburg soll kein fiskalischen Dumping machen, mit der soll man also auch halen, wohl wissen, dass sowieso die fiskalische Konkurrenz an Europa insgesamt nicht springt. Ich will heute dazu keine weiteren Ausführungen machen, aber der hat an ihrem Papier auch den Tableau, wie eigentlich desequilibriert. Und du schwätzt mal von Steuergerechtigkeit an all den letzten Jahren ausgegangen ist zwischen der Besteuerung von den Personenphysiken an der Besteuerung von den Betrieben, der Grafik, die wir hier beigelegt haben, den da aus der Analyse von dem Avis vom Wirtschafts- und Sozialrat rausgeholt ist, schwätzt du ein ganz klarer Spruch. Und an dem Zusammenhang will ich dann direkt eine Proposition von unserer Seite kommen, weil an dem, was die Regierung an der Betriebsbesteuerung proposiert, das auch abgefallen, dass das automatisch auch nach Gift dazu führen, dass es nach meiner Gelder gibt von Seite der Betriebe für Niveau vom Impôt de Solidarité, also für den Fonds pour l'Emploi, heute zu Lützeburg, und da können wir absolut nicht einverstanden sein. An die Grafik, den du hier sieht, den schwätzt du auch ein ganz klarer Spruch, wenn wir am Jahr 2009 nach ein Equilibre hatten zwischen dem, was ein Apport war von den Betrieben, par rapport zu denen von den Personenphysiken im Niveau von den Impôt de Solidarité, da sieht er, wie das ausgegangen ist hinter dem Jahr. Es hat sich verdoppelt für Betriebe von 50 auf 100 Millionen, es hat sich für Personenphysiken nicht verdoppelt, mehr versechsfach auf rund 300 Millionen. Und da geht es nicht, dass heute Betriebe nach Männer zur Solidarität beitragen wie bislang. Der Contraire muss der Fall sein, und dafür fordern wir auch, dass die Impôt Solidarität bei den Personen moral, also bei den Betrieben, von 7 auf 9% herabgesetzt wird. Und dann ist natürlich ein zweiten großen Sujet, den von der sogenannten Steuertabelle von den Personenphysiken. Ich wiederhole nach einmal, dass wir der Meinung sind, dass die Regierung die absolut richtige Richtung angeschlagen hat mit den Propositionen, die sie gemacht hat, mir aufgrund von der Differenz der Fortschritt, von all den Belastungen aus den letzten Jahren par rapport zu dem, was das leid, geht das nach nicht tun. Und dafür proposieren wir, dass die Steuertabelle, die die Regierung proposiert hat, an dem Sinn nach ergänzt wird an Errichtung von den Erleichterungen für die indischen Mittelabkommenschichten nach verbessert wird. Was sind als Grundprinzipien? Wir haben nicht, etwas verändert Niveau von der Progression, was die sogenannte Pourcentage, den Taux, belangt bei den jeweiligen Stufen. Wir haben also dort Proposition von der Regierung überholt, den Anstiegstaux sind wir auch bei 8%. Wir sind dann den eigentlichen Spitzentaux auch bei 39%. Dazwischen haben wir nichts geändert Niveau von der proportionalen Progression. Wir werden ändern, das den Anstiegswert an Euro ausgedrückt, wann die Regierung proposiert, zu belosen, wie der Moment ist, den 11.250, dann setzen wir da an unsere Proposition auf 13.350 Euro. Und so noch direkt für Wert, weil wir der Meinung sind, dass den hier am Land ein Mindestlohn verdient soll, steuerfrei von Steuern sind im Niveau von, an diesem Sinn von der Steuertabelle, bezielt durch Steuern, mehr kombiniert mit der Proposition von dem Kreditimpuls von der Regierung, gibt das insgesamt unter dem Strich bedeuten, dass den steuerfrei wäre. Dann haben wir etwas Ähnliches gemacht, wo die Einzelintervallen gestreckt, am Kader von einzelnen Tranchen, die erste mit jeweils 2.000 Euro, die nächste dann jeweils 1.000 Euro für Wert. Aber ja, weil wir eben der Meinung sind, dass das, was die Regierung proposiert, Niveau von dem eigentlichen Spitzensteuersatz von 39%, die 45 und die rund 46.000 Euro,
nicht durchgehen, das muss weiter abgesetzt gehen, wir proposieren, das auf 50.000 Euro dann herabzusetzen. Auch du folgende Erklärung, du basieren wir auch auf den gemeinsamen Avis, weil der Punkt als gemeinsam geholt gehen im Niveau vom Wirtschafts- und Sozialrat, nämlich auch, wo man eigentlich den sogenannten Mittelstandsbuckel oder Mittelschicht par rapport zum Spitzensteuerwert definieren, an mehr hun do eben den Revenu Median geholt an eben auch dann par rapport zum Revenu Median, dat sie Chiffren vom Jahr 2013, wo man da so, das liegt bei 150% par rapport zum Revenu Median, das muss der Punkt sein, wo man also dann recht an der Spitzenbesteuerung rankommen, das sind eben die rund 50.000. Was dann den Unterschied nach einem anderen Plan von dem Barem par rapport zur Regierung, weder das bei Eis ab engem Revenu, und schwätzt du von enger Person, man steht Leithüllen, die mal zwei, wer das insgesamt natürlich dann dürbelt, mir das mal bis ab 145.000 Euro imposable annuell, dass man do eigentlich am par rapport zur Proposition von der Regierung und sich mehr stark besteuern. Der hat dann auf der anderen Seite ein Detail, was das bedeutet am Vergleich, gehen du nicht, oder es zeigt nicht auf die Einzelheiten an, aber du siehst da, was eigentlich der Vergleich ausmischt zwischen dem, was die aktuelle steuerliche Belastung im Niveau vom Barem ist, und da sieht da zwei Differenzen, die zwischen der Proposition Regierung am Eiser, die wir heute machen, und der sieht aber auch Differenz zwischen unserer Proposition par rapport zum aktuellen Barem. Was das als Element dazu verhalten, der Vergleich basiert immer auf der aktuellen Steuertabelle plus den aktuellen Kreditimpo, der bei 300 Euro liegt, plus eben auch den Impôt de Solidarität mit enthalten sind, das hat man die Vergleiche nicht können machen, jeweils den Impôt d'équilibrage budgétaire an auch nicht die neue Proposition von der Regierung, was der Kredit d'impôt anbelangt. Insofern resümiert bedeutet Barem also, dass nur innen an den mittleren Einkommensschichten mehr eng mehrstärk steuerlich Entlastung proposieren, wie das, was die Regierung proposiert. Und dann habe ich schon ein Problem angeschwärzt, dem wir haben, an dem wir schon ganz lange haben. Ich habe viel gesagt, sind 2009 als die Steuertabelle nicht und die Inflation angepasst ging. Das macht mittlerweile über 13% aus. Und auch das als fundamentalen Problem bei der Frage von der Steuergerechtigkeit, weil wenn wir Betriebsbesteuerung holen oder wenn wir auch andere Besteuerungen holen, die sind nicht an einer Logik von der Progression von der Steuertabelle, das heißt die und sich die einzig sind, die Alkeas Verluste haben, eine permanente Natur durch die Entwicklung von der Inflation, als weiter keine andere wie Personenphysik. Und wie gesagt, 13%, das ist viel, und das darf in Zukunft nicht nach einkehr passieren, weil sonst sind wir immer ein Problem von einer schleichender Ungerechtigkeit, die sich aufbaut, kumuliert, oder wie einer Leute da den Begriff ausdrücken von der sogenannten Kala-Progression. Für dem entgegen zu treten, proposieren wir, dass etwas angefordert wird, für 1996 gouf, den sogenannten Artikel 125 von der Steuergesetzgebung, wo wir da proposieren, an der den allen Text, wir basieren also auf den, die seht, man ja alkeers van an den ersten 6 Monaten von einem Jahr, mal eine Progression von mehr wie 5% par rapport zu dem Jahr, was just für dem Lung, wo ein neuer Tarif angefordert gouf, an dem Moment als die Regierung die ein Projet de loi muss machen für eben den Tarif, an dem sind Steuertabelle
anzupassen und die Entwicklung von der Inflation. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir halen, für nicht an die Situation zu gerade, wo wir haut sind, weil Steuergerechtigkeit kann nicht so Sinn laufen, dass ihr seht, wie im Moment, es gibt da so viel Unterlichtung, von all die Jahre für Drohnen Belastungen so an Blut gegangen sind, dass eigentlich auf Hand kann nur de facto keiner Lichtung mehr ist. Voilà, ich werde da, was meine Seite anbelangt, Ende von meiner Präsentation, und ich gebe dann dem Roman Wolf das Wort gehen, für die anderen Elemente von unserer gemeinsamen Proposition zu präsentieren. Voilà, merci. Ich meine, das habe ich schon gesagt, gehen, auch an, wie gesagt, vieles an die richtige Richtung geht, so geht es aber an den Remarken zu merken. Und das haben wir gemerkt, nur eine reiflicher und detaillierter Analyse. Eine Remarque ist notamment zu merken, werden den Kredit d'impôt belangt. Wir wissen effektiv, der Kredit d'impôt, das geht mehr selektiv oder soll mehr selektiv gehen. In Zukunft haut Kriterien die 25 €, in Zukunft soll das ja ernst gestaffelt sein. Das heißt 50 € bis zu einem Zoll von 40.000. Und da ging das ja raufgehen bis 80.000 im Moment auf null. Eine echte Remarque oder Forderung, die mir Hund von unserer Seite, dass der Zoll von 25 € für jeden soll bestehen bleiben. Ein sozialer Charakter von der Mesure, so wie vorgeschlagen ist von der Regierung, die wird von uns appréciiert, mehr Degressivität von dem Regiment, also von den 50, geht so frei und am Moment ist das bei 40.000, das ist also mitten an den Mittelschichten, wie so schön kann sagen. Dafür fordern wir auch, dass die Degressivität da eigentlich sollte recht bei 50.000 € umgehen, bis gezogen auf 100.000, wo dann die 25 € für jeden geben bleiben. Zweite Wolle, das mein große Wolle, da geht es Debatte. Da geht als eigentlich die Proposition, wie sie von der Regierung kommt, keine voll Satisfaktion. Ein Teil betrifft notamment die Fusion von der Aufsatzpaket von Assuranzen, Primen und von Kredit à la Consommation. Wie man das vorgestellt kriegt, ausgesucht ging das mehr flexibel, das stimmt effektiv auch, das Schüssenhocken dabei soll auch nach aufgesagt gehen, ob 672 € am Ganzen, also war schon mehr Flexibilität, da war nicht geliebt, aber auf dem Element, da ist die 672 plus die 336, die 1.008 €, also müssen an diesem Fall bleiben. Wir opposieren uns auch der Idee von der Regierung, für Deduktion von der Zusatzpension, das ist die vom dritten Pilier, für die abzusetzen, weil hier ist es ganz klar, dass es die Ménagen sind, die meisten finanziellen Mittel haben, die am meisten davon profitieren. Und zweitens sind wir auch der Meinung, dass Heimat den öffentlichen Pensionssystem auf Rohkind gestaltet gehen. Wie gesagt, wir können hier jedenfalls mit der Dota Proposition von der Regierung können wir nicht d'accord sein. Ich meine, wichtig wäre, all die Abattements zu adaptieren, die sie drängen, etwas bringen. Und da sind ein paar auch abgezählt, zum Beispiel Friede Déplacement, wo ja jeder davon profitiert, die mehr wie 4 Kilometer von seinem Milieu de Travail, von seinem Arbeitsplatz weg bleibt, als auch den Abattement pour frais de Domesticité, da das auch der Reden, ich meine, auch du müsste etwas geschehen, da müsste er doch gesagt gehen, notamment auch für Schwarzarbeit, für die auch nach mehr weiten Handel zu denken. Wir wissen, dass es da so eine Position von 14% gibt. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass trotzdem ein Teil von Leuten nach nicht, eigentlich aber noch immer nicht angemeldet sind. Dann warten wir extra professionell, wenn es zu zwei Schaffen geht. Auch die sollte adaptiert gehen. Und auch der Forfait für die Frais d'Obtention, von dem ja alle Salarien
profitieren, auch dem ist adaptiert gehen. Wenn ich bedenke, dass all das Montan, die sind all praktisch fixiert gehen am Jahr 1991, also seitdem sind sie im Jahr gepasst gehen, das ist also ein enormen Verlust, was die Valeur anbelangt. Am Münner ist damals vorgestellt, wenn in dat mal ging und die Inflation adaptieren, wir haben nicht 17, wir denken also voraus, wer das im Moment kennt Sinn. Beim Vorfeld von der Frais d'Obtention, den hat 540 € aus, dem müsste dann 930 sein. Den Montant, den aufsetzbar ist bei der Frais de Déplacement, den müsste 170 € pro Kilometer sein, an nicht 99 wie Haut. Dann, wir wissen, dass das größte Problem gibt, was das Logement belangt, dass man länger praktisch unmöglich sich nach Absund zu schaffen, mal zwei, also auch nach praktisch unmöglich. Und dafür müssen eigentlich die Plafongen von den Schuldzinsen am Fall, wo so prähypothekär wird, die müssten nach viel mehr angepasst gehen, sie gehen angepasst an einer Vorschrift 71500 auf 1000 bis 2000 €. Und wir geben hier proposieren für sie zwischen 1290 und 2580 € anzupassen. Wie gesagt, den Abattement für frais de domesticité, frais d'aide et de soins en raison de l'état de dépendance et frais de garde d'enfants, für die ganz zu suchen, der liegt am Moment bei 3600. Gave, wenn man die Inflation gegen null passen, auf 5190 müssen den abgesagt gehen. Wir haben aber eine Forderung dran, wo man dann aber so in diesem Monat misst eigentlich auf 6000 kommen, das gegenüber so den Familie, Aménage, Monoparental etwas bringen. Aber schlussendlich den Abattement extra professionell, wenn es zwei Schafe geht, die misst von 4.500 auf 7.730 € abgesagt gehen. Immer aber zurückgezogen, wenn eine Adaptation und die Inflation gemerkt gehen. Familie monoparental, ja, das ist auch ein interessantes Thema, das ist so die Klasse 1a, von der ganz viel geschwärzt ist. Ich will heute rappellieren, in einer Etude vom Statec am Jahr 2014, da waren 26% von den Ménagen, die gesagt haben, sie greifen finanziell dann nicht mehr zusammen kriegen. Bei Monoparentalen ist das viel mehr dramatisch, nicht 26%, aber da sind also gut 60%. Muss ich einfach gucken, Klasse in der, die ist dann nach interessant, wenn in einen ganz niedrigen Revenu hat. Wir wollen aber bis auf 45.000 € kommen, dann ist sie praktisch an der Klasse in dem Moment gelandet wie ein Zelibatär. Es geht also auch nicht darum, für die Steuern von den besteuerten Leuten herabzusetzen. Das ist nicht als Forderung, dass das für die von der Klasse in der, für die Minuenden zu setzen. Wir noch ein Beispiel extra mit einem Dokument abgeholt, wie den auch gut gesagt, wie der Montant du der Revenu imposable, wie den gerechnet und determiniert geht. Wie gesagt, haut leihen wir bei 45.000 € Jahresgehalt. Du hast so eine Familie, die da kann er heute für eine länger aus, den muss dann noch erzählen. Du hast den Monat 45.000, das ist dann wie ein Zelibatär schlussendlich besteuert. Und hier muss der Monat ganz stark abgesagt gehen. Und dafür fordern wir eigentlich, dass der Kredit d'impôt monoparental, den die Regierung hier proposiert, dass den eigentlich dubliert gehen, wenn die Mekaner hört. Und auf der anderen Seite der Trend alimentär, dass die auch Männer aber betrügt müssten geholt gehen, für dass diesen Kredit d'impôt monoparental überhaupt kann kriegen. Heute ist es so, wenn ein Alimenter kriegt, 285 € pro Monat, dann hat er kein Recht mehr auf so einen Kredit d'impôt. Auch das Beispiel ist hier mit dran. Und dann schlussendlich all die Elemente, die das Revenu betreffen, die mich stark eigentlich müssten taxiert gehen. Wir sind der Meinung, dass was das Niveau Steuergerechtigkeit hier anbelangt, zwischen den Revenuen, dass dem eigentlich nicht
an de Propositionen vun der Regierung vollends demo Rechnung gedroget, an dofir hummer och hai verschieden Revendikationen. Eng ass déi na als Elschwätzen géint Rofsetzung die zeitweilige Rofsetzung vom 7.16 bis den 31.12.17 vom Feierts Todo von der Imposition von der Plusvaluen immobiliär, das heißt, bei den Haus an Terra verkauft, da das natürlich ein Glücksfall für die Leute, die proprietär von Terra an Hund. Wir sind der Meinung, wir sind eigentlich umgedreht, meiner Platz, den nur seht, mir niedrig besteuert, mir so, okay, ab einem gewissen Moment müsstet mir hoch besteuert gehen, für die Leute dazu zu kriegen, das zu verkaufen. Und das hat übrigens auch einen großen Avantage, das käme an dem dritten Fall nicht zu einem Déchet fiskal. Zweiten Punkt, das sind Stock Options, das ist wirklich ein fiskalischen Avantage, den das nicht justifiziert, weil hier sind wirklich just die davon profitieren, die mit den ganz hohen Paien. Und dafür müssten die Stock Options in Zukunft zu 100% eigentlich besteuert gehen. Haut also 17%, das heißt maximal nur mit einem Höchststeuersatz von 42%. Das wären also 42% auf den 17%. Wir hätten aber gerne, dass das ganz besteuert wird. Selbst für Dividenden nicht gerade selbst, aber die sollen aber auch mehr stark besteuert gehen. Den Taux bei den Entreprisen soll ja 2017 aufgesetzt gehen auf 19 und 2018 auf 18%. Aber wenn diesen Taux aufgeht, dann müsste es auch eigentlich so sein, dass die Dividenden nicht mehr zu 50% dürften exoneriert gehen, höchstens nach zu 30%. Als zwei Organisationen unterstützen auch übrigens en general die mehr starke Besteuerung von den Revenus, de Kapital, von Kapital erträgt. Mit der Hinsicht wird effektiv heilo gesagt, was die Regierung proposiert, dass das die für die Retenue à la source sur les intérêts zu verdürben, das heißt an dem heutigen Fall von 10 auf 20%. Und da wissen wir ja, wen das alle mal sich trifft. Das sind die Klangspurer. Und dafür müssen auch hier den Montant exonéré, der bei 250 € liegt, im Moment, müssen den auch herabgesetzt gehen. Dieser Montant, den er im Moment erreicht, bei 25.000 €, wann Zinsen bei 1% bleiben. Gut, haut bei 1%, mir gesehen wird, die Europäische Zentralbank gestern gemerkt wird. Aber das heißt aber nicht, dass die Zinsen ewig so niedrig bleiben. Also, da muss auch viel gebaut gehen. Und dafür sind wir der Meinung, dass den Montant exonéré, dass dem ist auf 1.000 € herabgesetzt gehen. Und das, also bei all anderen Kapitalerträgen außer den Zinsen, da geht es ja heute ein Abattement von 1.500 €. Wir fordern, dass dieses Abattement aufgeschafft wird, weil auch hier alt Neserem just die höchsten Revenuen davon profitieren.